Herr Georges Michaud. Herr Michaud, dir tut. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir stimmen heute den Projekt de loi 8541 nach eng weiter Umsetzung vom Accord salarial. Konkret geht den Punkten 11 und 13 aus dem Gehälterkor. Dieses Projekt de loi gouf den 15. Mai vom Serge Wilmes, Minister für die Fonction publique, an der Chambre deposiert. Das Gesetzesprojekt war begleitet von einem Exposé des Motifs, einem Kommentar zu den Artikeln, enger Fiche finanziär sowie enger Fiche über die Auswirkungsanalyse an einem Nachhaltigkeitscheck dem Beilung. Dem Regierungstext war auch ein koordinierter Text vom geänderten Gesetz vom 16. April 1979 über das Statut General von den Funktionären de l'État und vom geänderten Gesetz vom 25. März 2015 über die Konditionen und Modalitäten vom Accès vom Funktionär an eine mihéige Gruppe de Traitement und vom Employé an eine mihéige Indemnitätsgruppe gefügt, die Heimat geändert solle gehen. Das Gesetzesprojekt gouf den 5. Juni 2025 in Kommission verwiesen. Die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics hat ihren Avis den 11. Juli 2025 aufgegeben. Der Staatsrat seinerseits hat sein Avis den 3. Februar 2026 aufgehen an die Kommission hat das Gesetzesprojekt an ihrer Sitzung vom 26. Februar 2026 präsentiert und hat mich als Rapporteur von diesem Gesetzesprojekt ernannt. Während derselben Sitzung hat die Kommission da wir von der CHFLP auch vom Staatsrat geprüft. Dieses Projekt der Rapport auf aufschließend den 26. März 2026 von der Kommission angeholt. Das Gesetzesprojekt hat zum Ziel, Punkten 11 und 13 vom Gehälteraufkommens am öffentlichen Dienst vom Staat vom 29. Januar 2025 umzusetzen. Es geht einerseits darum, das Recht auf ein Congé sans Traitement oder d'Indemnité als professionelle Gründe anzufeiern für die Funktionäre, die für das Stage an einem anderen Gruppe de Traitement zugelassen gehen. Auch für Employés, die für das Stage als Funktionär zugelassen sind. Bei dieser Gelegenheit geht auch an diesem Projekt de loi dafür gesorgt, dass dieses Stage keine vorausgehende Autorisation erleidet, am Sinn vom Artikel 14, Paragraph 7, Alinea 1 vom Statut General. Andererseits geht es bei diesem Gesetzesprojekt darum, die Funktionären und Employés aus dem Gruppe de Traitement d'Indemnité B1, die über die W von der Carrière ouverte an der Gruppe de Traitement d'Indemnité A2 kommen sind, eine Dispens vom Cycle de Formation préparatoire zu ermöglichen, am Fall, wo sie über dieselbe W der Gruppe de Traitement d'Indemnité A1 wechseln. Ich komme dann noch zu den unterschiedlichen Avien. Für dich zum Avis vom Staatsrat. Aus einem Avis vom 3. Februar 2026 hat der Staatsrat keine besonderen Bemerkungen zu machen. Dann zum Avis von der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. An ihrem Avis vom 11. Juli 2025 erklärt CHFLP sich mit dem vierleitenden Gesetzesprojekt einverstanden, das am Respekt vom Accord salarial vom 29. Januar 2025. Die Chambre unterstreicht an ihrem Avis verschiedene Dysfonctionnementen, was die Retour von den Agenten nur einem Congé sans Traitement angeht. Im Moment regelt den Artikel 30 vom Statut General Präintegration von der Existenz von einer freien Platz aufhängig, was den Agent an eine beruflich und finanziell prekäre Situation für eine Dauer von bis zu 12 Monaten versetzen kann. Für diesem Risiko entgegenzuwirken, wird proposiert, eine direkte Reintegration durch den Mechanismus vom Dépassement des Effektivs zu erlauben. Daneben generiert den aktuellen amtierenden Kader laut der CHFLP Ungleichheiten bei der Behandlung. Agenten aus kleinen Verwaltungen oder Gruppen de Traitement, die wenig repräsentiert sind, profitieren von anderen Mobilitätsmöglichkeiten und leiden unter einer indirekter Diskriminierung, bedingt durch ihre ursprüngliche Affektation. Es ist wichtig zu sagen, dass Maßnahmen von diesem Gesetzesprojekt sich darauf beschränken, ob Gehälteraufkommens mit der CGFP umzusetzen. An diesem gesagt klar für, dass die Reintegration nur den bekannten Regeln an diesem Bereich geschieht. Ich erlaube mir dann noch ein paar Wörter am Namen von der CSV-Fraktion zu sagen. Mit diesem Gesetz weisen wir, dass wir Vorteilen an den Akkord salarial Schritt für Schritt umsetzen. Das Gesetz ist ein weiterer Schritt für einen modernen, stabilen und attraktiven öffentlichen Dienst heute zu Lützeburg. Die Wichtigkeit vom Staat wird richtig sichtbar, wenn er unter Druck steht, zum Beispiel an Zeiten von Krisen oder großen Transformationen. In diesem Sinn, also gut funktionierenden öffentlichen Dienst,
Keine Selbstverständlichkeit, mehr strategische Pilier für die Zukunft von unserem Land. Einerseits garantiert der Staat Kontinuität, auch wenn die Wirtschaft schwankt oder international Unsicherheiten bestehen, bleibt der Staat die Instanz, die Grundservice sichert. Schulen, Gesundheitswesen, Sicherheit und Administration. Für das können zu machen, war motiviert, kompetent und stabil Personal. Genau setzt das Gesetz weil Konditionen für das Leid verbessert, und klare Regeln definiert. Andererseits ist der Staat auch ein Instrument für Veränderungen. Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimapolitik oder internationale Entwicklungen verlangen eine Verwaltung, die flexibel und performant ist. Wenn Karrierewege und Strukturen nicht attraktiv sind, riskiert der Staat handrun zu bleiben. Gesetz trägt also auch dazu bei, diese Modernisierung zu unterstützen. Politisch gesehen ist das auch ein Frage vom Vertrauen. Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass der Staat effizient, gerecht und transparent funktioniert. An Regeln wie beim Stage oder bei der Reintegration klar und fair sind, stärkt das Vertrauen an die Institutionen. Ohne das Vertrauen wird es schwer, Reformen durchzusetzen oder langfristig Politik zu machen. Zusätzlich spielt der Staat zu Lützeburg eine besondere Rolle, wenn es der größte vom Land. Hier ist die Relation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und Verwaltung mehr direkt wie in anderen Ländern. Eine gut organisierte Fonction publique hat also einen direkten Impact auf den Alltag der Leute. Alle Verbesserungen am System können sehr konkret Effekte erweisen. Am Fazit kann ich sagen, das Gesetz ist nicht nur eine technische Anpassung, sondern ein Teil von einer breiter Strategie für den Staat stark, attraktiv und resilient zu machen. Ein starker Staat bedeutet ein besseres Funktionament für die Gesellschaft. Und dafür gehe ich auch heute mit der Zustimmung von der CSV-Fraktion.